Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movielusion mit dem Corby, das bin ich, und mit dem Kani, das ist er. Hi Kani. Hi Corby, bist du. Ja, genau. Du Kani, weißt du, was das heute für Folge ist? Also mal abgesehen davon, dass wir heute eine Folge über Zimmer 1408 aufnehmen, aber weißt du, die wievielte Folge das heute ist? Boah, lecker, du weißt, ich hab's mit Zähnen nicht so und meine Finger klangen nur bis auf 11. Aber ich hätte gemeint, dass das eigentlich die 111. Folge sein müsste. Nein, das ist völlig falsch. Die 101. Folge. Die 101. Folge. Ja, genau, die einzigste Folge. So, jetzt werden ein Haufen Hörer da sitzen und sie denken, hä? So ein Scheiß. Was ist mit der Folge 100 passiert? Was ist denn los mit euch? Ist das so voll dumm? Ist das auf einmal Unglückszahl? Ja, schon. So ähnlich wie die Unglückszahlen in dem Podcast, über den wir heute reden, aber nein, es hat einen völlig anderen Grund, und zwar der beste Podcast der Welt. Also wir werden jetzt dann die 100. Folge noch aufnehmen, und zwar mit total verrückten Settings und mit Gästen und mit mit richtig krassen Scheiß. Ah ja, genau, richtig. Mit einem richtig krassen Scheiß und mit einem richtig krassen Thema. Brutal. Und das verraten wir mir nämlich nicht. Nein, auf keinen Fall. Aber wie der Corby schon sagt, Alter, das ist ein logistischer Aufwand. Die Gäste, wir müssen die Hotels organisieren, die Flüge, wer wann wen abholt. Also richtig krasser Scheiß, richtig krass. Also ich könnt sich da auf was gefreien. Folge 100, das wird fucking episch. Ja, der Mike ist eigentlich nur noch ununterbrochen am Telefon, muss Fragen beantworten, die Presse versorgen. Brutal. Also der ist schon ordentlich beschäftigt. Deswegen haben wir mir gesagt, du Mike, hey, chill halt einmal und lassen Kani und mich die 101. Folge aufnehmen, dass die Leute schon mal zumindest nicht eine Woche ohne einen Podcast auskommen müssen. Das war schlimm. Aber ihr dürft echt gespannt sein. Also die 100. Folge, das ist so ein fucking Mindblow, dass ganz aus ist. Unglaublich. Also wirklich riesen Respekt an Mike, wie der das alles so organisiert, die Logistik, als war er Fachmann für Lagerlogistik, als hätte er es gelernt. Der ist brutal. Gerade, dass er mit dem Stapler mal anfängt. Hey, für was soll man ihm den Staplerschein dann geben? Das frage ich mich jetzt auch. Scheiße. Schreibst du mir auf, da reden wir damit drüber. Okay, passt. So. Gut, wir reden heute über einen Film namens Zimmer 1408. Und da der Kani halt stimmlich ein bisschen angeschlagen ist, frage ich einfach mal an Kani, willst du die Handlung erklären oder soll ich? Nein, ich darf halt gerne ein bisschen weniger reden, weil das Herz ist, ich höre mich richtig asozial an, hab irgendeinen Scheißdreck im Rachen eingefangen und darf geil Antibiotika einfressen und Bier dazu trinken, damit es weggeht. Deswegen überlasse ich es hauptsächlich an Corby heute reden und werde gerade dumme Kommentare einwerfen. Jetzt fragt sich der ein oder andere, okay, wo ist der Unterschied zu sonst? Ich werde es noch extremer und dümmer machen als sonst. Das ist der Unterschied. Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Also in Zimmer 1408 geht's um den Schriftsteller Mike Enslin, gespielt von John Cusack. Den kennt man auch aus grandiosen Filmen wie 2012, wo er für mich eine meiner Lieblingsrollen spielt, aber da werde ich vielleicht später noch was dazu sagen, weil John Cusack hat die besten Gesichtsausdrücke der Welt. Und jedenfalls der Schriftsteller Mike Enslin ist dafür bekannt, dass er so Horrorbücher schreibt. Beziehungsweise er schreibt so Bücher wie die 10 gruseligsten Hotels oder die 10 gruseligsten Friedhöfe. Und der schreibt eben da so Gruselratgeber oder Gruselguides, wo halt die Leute sie dann schlau machen können, hey, wo sind so die gruseligsten Orte und wo spukt's wirklich? Während seiner Recherche kriegt er dann eine Postkarte, wo drauf steht, er soll nicht ins Zimmer 1408 gehen, und zwar in dem Dolphin Hotel in New York. Und daraufhin denkt er sich, aha, okay, cooler Marketingtrick, ich möchte ins Zimmer 1408 im Dolphin Hotel. Logisch. Dann kriegt er das Zimmer aber nicht, dann geht er mit seinem Geschäftsführer oder mit seinem, wie nennt man das, Buchmanager, Autorenmanager, ja keine Ahnung. Buchmanager heißt es, genau. Genau, der Buchmanager, der Kindle, kommt dann und sagt dann, hey,
Ich sorge dafür, dass du da das Zimmer kriegst, weil das darf man gar nicht. Und also ein Hotel darf ein freies Zimmer nicht verweigern. Tja, dadurch kommt er dann in das Zimmer 1408. Davor tut ihm der Geschäftsführer von dem Hotel nochmal wärmstens davon abraten. Das ist der Mr. Olin, oder? So spricht man aus. Ich glaube schon, der Hotelmanager. Genau, gespielt von Samuel Jackson. Und dann ist er in dem Zimmer und merkt dann, hui. Das ist ja doch tatsächlich ganz schön gruselig. Also er merkt es nicht von Anfang an, sondern im Laufe der Zeit. Und ich denke mal über die einzelnen Details, wo man dann merkt, dass das Zimmer ganz schön böse ist, wenn wir mir jetzt reden. Oder, Kani, sagst du, naja, der Film verspricht eigentlich überhaupt nicht das, was er suggerieren möchte und ist überhaupt nicht gruselig. Ja, schon. Ich habe den damals im Kino gesehen und ja, der hat schon so einige Dinge gehabt, was mir eiskalt am Bugel runtergelaufen ist und was mir sauber gerissen hat. Er hat da den einen oder anderen Jumpscare drinnen, der mal ordentlich die Hoden in die Bauchhöhle schießen lässt. Ja, seit dem Kino habe ich dann nochmal gesehen und habe mir jetzt für die Vorbereitung einen Director's Cut und die Kinofassung hintereinander angeschaut. Funktionieren beide für mich, wobei für mich die Kinofassung am besseren funktioniert, weil die 10 Minuten Unterschied, also die ist 10 Minuten kürzer ungefähr, da zirkt es ja ein wenig, finde ich, wenn er fast 2 Stunden dauert. Ja, vielleicht können wir schauen, dass wir über die Enden eher so Richtung Ende zum Podcast. Die können wir dann da einmal schwätzen. Ja. Genau, dass wir dann darüber reden. Weil der Film ist zwar jetzt auch schon etwas älter, also ist 2007 rausgekommen, gedreht von Mikael Hafström, ein Schwede, glaube ich. Was? Moment, nicht, dass ich irgendwas falsch sage. Ja, ein Schwede. Seit wann interessiert dich das, ob du was falsch sagst? Tja, wenn der Mike schon nicht dabei ist, dann interessiert mich das schon. Okay. Der Film basiert auf einer Kurzgeschichte 1408 von Stephen King. Der hat so ein Sammelband mit Kurzgeschichten veröffentlicht, namens Im Kabinett des Todes. Als Vorbereitung habe ich mal das Ganze reingezogen und muss auch sagen, boah, leck, diese Kurzgeschichte, die hat's auch ziemlich in sich. Und spiegelt den Film auch ganz schön gut wider. Der Film ist bei einigen Stellen in die Länge gezogen, aber jetzt nicht so, dass man sich dann denkt, hätt's das braucht, sondern, sagen wir mal, die filmische Umsetzung ergänzt echt gut diese Kurzgeschichte. Also sagen wir mal, das ist mein Fazit. Und das Schöne ist ja, Stephen King-Geschichten lassen sie immer entweder sehr, 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 sehr gut verfilmen als Horrorfilm oder sehr, 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 sehr schlecht. Und für mich ist Zimmer 1408 eine der ersteren Filme. Also ist schon sehr gut umgesetzt worden. Ja, finde ich auch. Also mir gefällt der auch sehr gut und gehört für mich auch eindeutig zu den stärkeren King-Verfilmungen. So, jetzt werden Sie einige denken, die den Film noch nie gesehen haben. Okay, also er kommt das Hotelzimmer und was ist jetzt da so gruselig dran? Ja, ein Hotelzimmer, das die umbringen möchte innerhalb von einer Stunde, ist halt einfach gruselig. Ja, aber wie teilt das Hotelzimmer denn das dem lieben Mike Enslin mit? Es macht ihm das Bett noch mal rein und legt ihm einen Schokolade aufs Kissen. Sagt, ist einmal ein Schokolade und ein Keks, wenn's magst. Oh, krass. Das war richtig abgefuckt, ja. Nein, es passieren nicht verrückte Sachen. Er schaut erst ein bisschen rum und schmerzt in sein Diktiergerät rein und dann geht der Radio von selber an und dann spekuliert er halt wieder so, da ist irgendjemand jetzt sicher da, durch den Gang gelaufen, nein, doch nicht, dann kommt er zurück, dann ist ihm das Bett auf einmal wieder neu gemacht, indem er kurz davor rumgewammelt ist. Es wird dann immer ein bisschen bizarrer, bis es dann auch losgeht, dass er sich wehtut oder verletzt wird. Und ja, und dann eskaliert es immer mehr, also richtig abgefuckter Scheiß, auch das mit seiner Tochter, das war für mich dann so Zeug, wo ich sage, jetzt hör auf, Zimmer, das brauchst du echt nicht. Ja. Und es steigert sich halt dann wirklich, dass du da sitzt und denkst, Alter, was geht denn jetzt eigentlich noch ab, warum eskaliert es schon wieder so? Ja, der Mr. Olin, also der Geschäftsführer von dem Hotel, sagt, bevor der Mike in das Zimmer aufgeht, er haben nur so ein paar Akten, um ihm halt eigentlich davon abzuhalten, dass er da reingeht. Und in den Akten steht da drin, praktisch jeder, der in dem Zimmer schon mal übernachtet hat, ist gestorben. Sie haben zwar das Zimmer nach wie vor auf der Zimmerliste, aber sie lassen da halt eigentlich keinen mehr rein. Sie gehen nur noch einmal im Monat rein, um da halt sauber zu machen und das auch nur für unter 10 Minuten oder so und auch nur unter Aufsicht. Also praktisch die Tür bleibt offen und es schaut einer, dass ja, die Damen, die da drin sauber machen, dann entsprechend wieder rauskommen. Und trotzdem ist eine Mal im Bad eingesperrt worden und das für ein paar Minuten und als rausgekommen ist, hat sie die Augen ausgestochen. Also das Zimmer ist schon richtig abgefuckt. Ja. In die Akten sieht man halt dann, dass da viele Leute drin waren, die sich halt den Pulsadern aufgeschnitzt haben oder aus dem Fenster rausgesprungen sind. Einer ist, glaube ich, einmal
Brand oder so. Und ja, das ist schon echt krass. Also, allein das darf mich schon abschrecken. Aber ja, der Mike denkt sich halt, na, er hat schon alles gesehen und das sind echt gute Marketing-Tricks, aber er lässt sich da von so einem Zimmer doch nicht unterkriegen. Was auch zum Beispiel total gruselig ist, sind die ganzen Bilder. Ich glaube, ein Bild ist irgendwie drin, da sieht man so eine Arme mit Kindern, die einer was vorlesen und im Hintergrund siehst du die Mutter mit so einem kleinen Baby, wo sie die Brust gibt. Und diese Bilder verändern sie dann irgendwann. Ja, genau. Und das schaut dann voll krass aus, weil auf einmal ist das Baby tot, oder? Und hängt da an ihre Arme. Genau. Die andere steht im Hintergrund und schreit. Das ist voll der Psychoscheiß. Und ein Bild ist zum Beispiel mit drin, da sieht man Schiff auf hoher See, während einem Sturm. Wo sich das dann verändert, sieht man dann, wie die ganzen Leiter drauf halt in Todesangst sind oder halt schon tot sind und so. Und das schaut schon richtig gruselig aus. Dann wird das Zimmer mal ganz kalt oder am Anfang nur ganz warm und die ganzen Angestellten von dem Hotel trauen sich ja überhaupt nicht rein in das Zimmer. Dann hat er es mal mit Leichen zum Tor, mal mit Gespenstern und also sagen wir mal, der Film bietet echt alles. Und das, was der Kani vorhin angesprochen hat, das mit seiner Tochter, das ist eigentlich mit Abstand das Krasseste. Voll, ja. Müsstest du erklären? Ja, also seine Tochter ist an Leukämie gestorben. Und das hat halt dann auch die Beziehung zu seiner Frau zerstört. Ja, und dann geht's auf einmal los, dass er, ich glaube, ein Geburtstagsvideo, oder? Läuft auf einmal im Fernsehen, also so Videoaufnahmen von damals, als sie noch gelebt hat. Und das wird halt dann immer krasser. Irgendwann sagt das dann in echt und holt sie im Arm und dann stirbt sie ihm nochmal im Arm weg und so ein Scheiß. Ich sag jetzt, Alter, hört nicht auf, dass du den gar so fertig machst. Brauchst du das? Aber vor allem, sie stirbt ja so weg, wie das zu Asche zerfällt, oder? Ja, genau. Zuerst ist halt dann der Körper total lasch und hängt drinnen und dann zerfällt sie noch zur Asche in seine Hände. Sagst ja, also brauchst du das? Ich bin raus. Es gibt so einen Trick von dem Hotelzimmer, der, wie ich finde, ziemlich die Geschwindigkeit aus dem Film rausnimmt. Und das ist das, wo er dann auf einmal wieder am Strand ist und dann praktisch das Zimmer ihm vorspielt, okay, das alles ist gar nicht passiert, sondern er ganz am Anfang vom Film ist er auch am Strand und surft da und wird dann von der Welle erfasst und wird halt dann, glaube ich, von irgendjemandem wiederbelebt oder so oder zumindest wachgerüttelt. Ja. Das Zimmer lässt ihn halt dann einmal ertrinken und er ist dann aber wieder am Strand und dann im Krankenhaus und dann kommt seine Ex-Frau und kümmert sich um ihn und dann vergeht irgendwie gefühlt eine Woche und das nimmt nun mal so dermaßen die Geschwindigkeit raus, das finde ich ein bisschen schade. Andererseits, ja, sonst hätten sie wahrscheinlich ja einfach 1:1 diese Kurzgeschichte verfilmen müssen. Und es hat, finde ich, eine sehr coole Szene drinnen, wenn sie dann den Raum einreißen, dass er dann wieder im Ding drinnen steht, im Hotelzimmer. Das, finde ich, ist ziemlich geil gemacht worden. Ja, aber die 10 Minuten bis dahin, die ziehen sich schon. Die sind lang und die sind halt im Director's Cut auch nochmal länger als schon in der Kinofassung. Das stimmt, also das ist echt eine zirkige Stelle, die sehr das Tempo rausnimmt und eigentlich das einzige Highland, ja, der einzige Highland, das bin ich. Das einzige Highlight ist eben dann die Auflösung, dass er doch nur im Zimmer ist und die Typen dann in der Poststelle, wo er ist, auf einmal anfangen, die Wände einzureißen und dahinter kommt dann wieder das Zimmer hervor. Das ist, finde ich, ein ziemlich gemeiner Zug wieder mal von dem Zimmer und ein richtig cooler What-the-fuck-Moment. Aber die Zeit bis dahin ist ein bisschen, dass du sagst, okay, lass mal vielleicht viele laufen. Ja. Aber das ist schon so die einzige Länge, die der Film hat, finde ich. Ansonsten ist der echt schön knackig dargestellt. Bis auf also ich rede von der Kinofassung jetzt, da ist er im Großen und Ganzen schön knackig. Der Director's Cut hat halt durch diese Längen und auch durch das eher, wie soll ich sagen, weniger schockierende Ende einfach nur mal so eine Flaute, finde ich, was dem Film echt viel im Tempo dann abgenommen hat. Ja, im Director's Cut, man, ich wollte so ein bisschen mehr seine Figur noch beleuchten und seine Verhältnisse zu seinem Vater vor allem, weil da sind ja, glaube ich, 2 oder 3 Szenen, wo es dann Gespräche zwischen ihm und seinem Vater noch mal mitnehmen, die ja, brauche ich nicht. Für den Film brauche ich es halt einfach nicht. Also da ist echt so, dass ich sage, da schau mal lieber die Kinofassung an, weil das gibt mir keinen Mehrwert für die eigentliche Geschichte. Ja. Was ich mir jetzt im Nachgang auch noch mal gedacht hätte, hätte der Film auch so gut funktioniert ohne einen John Cusack. Also ich meine, es kommt natürlich immer auf den Schauspieler drauf an, aber ich finde, der John Cusack hat da schon eine echt geile Performance abgeliefert. Weil sagen wir mal, er ist natürlich hauptsächlich ja in diesem Zimmer drin und das heißt, er muss halt auch diese ganzen Szenen entsprechend tragen. Ja. Und ich finde, er macht das auch echt gut. Also es gibt viele John Cusack-Filme, wo ihn eben
nicht so gern mag. Also ich habe das vorhin ein bisschen sarkastisch vielleicht gemeint mit den 2012. Also wer den 2012 kennt, den wunderbaren Film von Roland Emmerich, wo er aus Versehen die Erde zerstört. Wie so oft. Wie so oft. Und, demnächst mal lässt den Mond auf die Erde fallen. Echt? Ja. Moonfall oder so heißt das. Achso, jetzt habe ich gedacht, der verfilmt Majora's Mask. Nein, leider nicht. Also, was heißt leider nicht? Also, Gott sei Dank, dass nicht er macht. Leider wird die Geschichte nicht verfilmt, aber er macht einfach irgendeinen anderen Film, wo jetzt der Mond auf die Erde drauf fällt. Ich finde, in 2012 hat der John Cusack eine meiner allerliebsten, geilsten Szenen in der Filmgeschichte. Und zwar, wo ich mir denke, Kruzifix, jetzt hat der schon 1,5 Stunden lang gefühlt alles gemacht in dem Film. Also sämtliche Personen, die da irgendwie wichtig sind, mal gerettet, einen Vulkanausbruch miterlebt, ein Tsunami auf irgendeine Arche draufgekommen und was weiß ich. Und dann irgendwie zum Schluss gibt's auch so eine Szene, da muss er dann auch noch irgendwo runtertauchen und dann schaut er so in der Kamera und dieser Blick in die Kamera, die hat mir so dermaßen aus der Seele gesprochen, so, echt jetzt, der ist Arno. Ich hab den nur im Kino gesehen, den 2002 und seitdem nimmer. Vielleicht muss ich ihn nochmal anschauen, allein für die Szene, das möchte ich jetzt auch wissen. Ohne Scheiß, wenn ich mal den Film anschaue, dann mal neben den coolen Effekten, wie die Welt halt zerstört wird, ist das mit Abstand meine Lieblingsszene, weil ich mir denke, dieser Blick sagt einfach alles. Ich glaube, der hat ja durch diesen Blick Roland Emmerich eigentlich suggeriert, Alter, ist jetzt da nicht einmal gut. So viel zahlst du mir nicht, lass den Scheiß. Ja. Aber es ist auch der einzige Grund, warum du 2012 anschauen kannst, wenn du ein bisschen auf so visuelle Zerstörungsorgie stehst, weil ansonsten hat das auch nichts zu bieten, das Ding. Ja. Weg vom schlechtesten Film, der mir jetzt gerade eingefallen ist, wo der John Cusack mitspielt, zu einem der besten, wenn nicht vielleicht sogar dem besten. 1408 wird hauptsächlich durch ihn getragen. So ein bisschen spielt natürlich ja diese coole Rolle von Samuel L. Jackson mit, auch wenn das überhaupt nicht dem Charakter entspricht, wie der in der Kurzgeschichte ist. Okay. Also in der Kurzgeschichte ist es, glaube ich, so ein kleiner, dicker, weißer Mo, der ein bisschen unbeholfen ist. Und das passt halt eigentlich da zu dem Mr. Olin überhaupt nicht, den der Samuel Jackson spielt. Allerdings ist er halt echt einfach cool. Ja, und wenn ich mir das jetzt so anhöre, dass das so ein unbeholfener Typ war, dann finde ich eigentlich die Entscheidung, wie sie den Charakter jetzt so gelegt haben, eigentlich cooler, weil dadurch halt wirklich ein cooler Dialog entstanden ist zwischen den zwei, finde ich. Weil wenn du jetzt vorstellst, dass der Junge in der Städte recht unbeholfen ist, der dann gar nicht weiß, was er gegen so einen wortgewandten Typen entgegenwirken soll, dann, ja, was sollen sie denn groß schmerzen? Ja. Also, kleiner, dicker Fettsack, lass mich jetzt in das Zimmer, ey. Wahrscheinlich auch nur mit Glatze. Ja, genau, auf den Kopf gespuckt. Wie man es bei Michael wieder dann. Psst. Okay, stimmt, das darf ich nicht wissen. Du hast bestimmt wieder 1000 Easter Egg-Informationen und Hidden Infos. Du hast da bestimmt neben den 2 Kinofassungen auch noch das Making-of geschaut. Ich habe tatsächlich die Making-of-DVD noch laufen lassen, weil ich die ultra geile, schöne Special Edition noch hab dazu. Aber da ist ehrlich gesagt nicht so viel dabei. Okay. Das ist wirklich eigentlich ein total belangloses Making-of, weil das sind zwar 5 so Kategorien, wo du erst denkst, boah, das hört sich cool und das hört sich cool, am Ende ist es aber nur eine Selbstbeweihräucherung von wie toll das der Dreh war. War er toll? Ja, es ist das typische, der Regisseur war so toll und ich arbeite so gern mit seinen Regisseuren und der Regisseur, die Schauspieler waren so toll und alles war so toll und es war so schön und wir sollten am Ende nur eine riesige Bukake-Party gemacht, auf den ich komme, so Scheiß-Interviews. Total belanglos, kann man sich getrost schenken. So einzig Coole war halt wirklich dann gewesen, so das Making-of mit dem Hotelzimmer, das ja da auf so einer Maschinerie, sage ich jetzt mal, draufsteht, damit sie es wirklich dann auch anheben können und drehen und wenden und alles einlassen können. Aber da siehst du einfach sauber zwingen. Okay. In dem Making-of. Also in meinen Augen ziemlich uninteressant. Ich hab mir gedacht, mit so Selbstbeweihräucherung, das hätte ja ziemlich gut zu unserem Podcast passt. Ja, aber da ist es ja gerechtfertigt. Okay. Das muss ich auch dazu sagen, wir sind wieder wirklich richtig geil. Aber ich darf nie sagen, dass ich tolle Kollegen habe, das darf ich nie sagen. Hey. Ja, ich habe ja vorhin auch nur am Anfang gesagt, dass es bei Zimmer 1408 ja auch um eine Unglückszahl geht. Und damit meine ich natürlich nicht die 14 und auch nicht die 08. Aber die 1408 hat die Quersumme 13. Und ich glaube, das Zimmer ist in Wirklichkeit ja in der 13. Etage.
weil in dem Aufzug sieht man auch, dass die 13. Etage nicht gibt, weil das halt auch Unglück bringen soll. Also das heißt, die 14. Etage ist in Wirklichkeit die 13. Krass, oder? Hast du nicht gewusst? Na. Man sagt ja auch nicht, dass da kein 13. ist. Hä? Ja, man sagt es natürlich, darum habe ich es auch gewusst, du Penner. Ach so, okay. Jetzt habe ich gedacht, okay, du hast wieder irgendwelche Informationen rausgezogen, die ich nicht habe. Nein. Aber ich hab eine coole Info habe ich noch, weil der John Cusack gesagt hat, bei seiner Buchsignierungsstunde mit ganze 3 Fans, sagt er dann, also im Englischen bringt er den Spruch Stay Scared. Und das ist eine kleine Hommage an den Zombie-Großmeister George A. Romero. Und das war ein Kumpel vom Stephen King. Und das war so ein Spruch, den er gern auf so Conventions und so gebracht hat, dass er noch gesagt hat, Stay Scared. Kleine Verneigung vor Romero, der leider schon verstorben ist. Darfst du solche Bücher lesen, so die 10 gruseligsten Friedhöfe oder die 10 gruseligsten Wellnesshotels? Nein, bin ich behindert. Warum? Das soll mir nur mit so echten Scheiß. Was ist, ach so. Jetzt habe ich gedacht, wenn ich dir so ein Buch schenke, dass du das dann begeistert annimmst. Na, mit dem schlage ich die dann. Ah. Weil da gibt's angeblich keine blauen Flecken, wenn man jemanden mit einem Bierchen verprügelt. Echt? Keine Ahnung, ich glaube, das war mal in irgendeinem schlechten Film, wo es geheißen hat, dass man mit Telefonbücher zum Zuhauen hernehmen soll, weil es gibt keine blauen Flecken. Aha. Ich glaube das nicht. Ja. Probieren wir aus. Ja gut, dann gibt's ja eigentlich nur noch eine Info zum Sagen, und zwar die wichtigste, und zwar, wie viel hat der Film eingenommen und wie viel hat der Film gekostet? Kani, du weißt das, oder? Natürlich nicht. Okay, ich sag's dir. Bitte Budget hat der Film gehabt 25 Millionen und eingenommen hat er unglaubliche 133 Millionen. Also das heißt, der Film ist tatsächlich eine der kommerziell erfolgreichsten Stephen King-Verfilmungen. Weißt du, welche die erfolgreichste war? Welche die erfolgreichste war? Ja. Jetzt lass mich überlegen. Ohne dass du jetzt im Hintergrund früher umeinander klickst. Du sollst wirklich mal raten. Was? Lass mich klicken. Die erfolgreichste, also ich darf jetzt sagen, das S-Remake, das erste. Nein, völlig falsch. Was? Mein Gott, Nein. du hast keine Ahnung von der Welt. Ich hau da 10 Tassen. Mein Gott, Kani. Das stimmt echt. sicher. Nein, Doch, völlig stimmt's. rat nur mal, Kim. Nochmal. Gib mir einen Tipp. Es kommt ein schwarzer Charakter drin vor. Dann ist es, wie ist es? Hackshaw Redemption? Wie ist der? What? Die, ja, wie heißt der denn noch gerade? Die Verurteilten, kann es sein? Na. Ach Gott, Kani. Ach Gott. Shawshank Redemption, so habe ich gemeint. Hast du Ich glaub, du kehrst ins Bett. Hä? Ja, ich gehöre tatsächlich jetzt schon langsam einmal ins Bett, aber. Also es war natürlich... Also 3 Chancen hat man, du Penner, los mich. Okay. 3. Chancen da. Also Shawshank Redemption. Nächstes nur einen Tipp. Ja, einen noch. Es gibt ein schwarzer Charakter vor. Was ist denn eigentlich das für ein Tipp? Es kommt eine Maus in dem Film vor. Eine Maus, also, dann ist es Und der es Green ist Mile. nicht Pfeifel. Es ist nicht Pfeifel. Dann ist der Green Mile. Ja, richtig. Ich bin so gescheit. K-L-U-K. K-L-U-K. Ja, K-L-U-K. Der Green Mile hat nämlich 60 Millionen gekostet und hat 268 Millionen, 208, fuck. Du weißt das selber nicht, du Sautyp. 286 Millionen eingespielt. Den Zahlendreher, den darf ich nicht drin haben. Warum nicht? Ja, so halt. Die Leute meinen ja, wir sind Experten und wir wissen das alles. Wer hat meinen, dass wir Experten sind? Reddit? Aber jetzt pass auf, jetzt schau ich nochmal. Weil laut IMDb ist der Green Mile aber auf Platz 2. Mit 136 Millionen. Und das Remake von S, Teil 1, ist mit 330 Millionen auf Platz 1. Kann es sein, dass du ein gottverdammter Lügner bist? What the fuck? Okay, auf Wikipedia steht, 700 Millionen Dollar hat das S-Remake eingespielt. Ja, das ist dann weltweit. Die anderen Money sind die rein amerikanischen Zahlen. Das auf IMDb, glaube ich, sind die rein amerikanischen Zahlen. Okay, ich schneide das alles raus. So viel zum Thema. Die Leute meinen ja, dass wir Experten sind. Anscheinend ist in dieser Runde nur ein Experte. Oh Mann, ey. Da vertraut man einmal auf die ganzen fucking Infos, die man sich vorher rausgeschrieben hat, und dann ist das alles Lügen, oder was? Du sollst nicht auf www.schwachsinnsinfos.de googeln.
Also gut, dann ein Aufruf an die Menschen, die Wikipedia bearbeiten. Der Artikel von Zimmer 1408 enthält Lügen. Grausam ist das, wie es ist, mit uns umgeht. Oder mit dem Corby zumindest. Der ist so leichtgläubig, hört nicht auf jetzt. Ja, das stimmt. Das ist furchtbar. Ich muss immer ständig sagen, dass diese Sachen auf Facebook nicht stimmen, in einer Tour. Ich bin so leichtgläubig, als ich das erste Mal das Ende gesehen habe von Zimmer 1408, habe ich mir gedacht, what the fuck, was geht denn jetzt eigentlich ab? Ja, furchtbar. In einer Tour. Schlimm ist das mit dir. Da vermisse ich dann den Mike, der ist nicht gar so blöd. Nein. Aber du hast die Anspielung auf das Ende überhaupt nicht kapiert. Ich komme drauf auf welches Ende. Ja, ich wollte mich ja nur mit dir über das alternative Ende unterhalten und über das Ende von der Kinofassung. Mhm. Ich rede jetzt mal über das alternative Ende, weil das ist das, was ich mir als Vorbereitung angeschaut habe und wo ich dann bitter enttäuscht war, weil ich kann mir immer nicht merken, welches Ende was war. In dem Ende von der alternativen Fassung stirbt der Mike Enslin und zwar anhand von einem Feuer, das er selber verursacht hat. Also er wollte praktisch auch verbrennen. Und der Film endet damit, dass er beerdigt wird und seine Frau und wie haben wir vorhin ihn genannt, der Buchmanager. Der Buchmanager. Gespielt vom Monk. Genau, richtig, gespielt vom Schauspieler vom Monk. Treffen da auf den Mr. Olin und der Mr. Olin möchte dann eben nur die persönlichen Sachen von Mike Enslin den beiden geben und die sagen dann, nö, du, behalt das mal schön selbst, wir haben damit abgeschlossen und wir wollen das ja gar nicht haben. Dann denkt sich der Mr. Olin, okay, sitzen wir in dem Auto und hören wir mal dann mal so was der Mike Enslin da auf sein Diktiergerät gesprochen hat und hört dann auf dem Diktiergerät tatsächlich, wie er mit seiner Tochter da drauf spricht. Dann hat er noch so eine kurze Einbildung, wie der verbrannte Mike Enslin auf seinem Rücksitz sitzt. Dann erschrickt er sich, weil er sich denkt, what the fuck, da sitzt einer und macht meinen Rücksitz dreckert. Der spinnt wohl. Und dann, wo er sich umdreht, ist da aber nix. Dann endet der Film. So. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, im Gegensatz zur Kinofassung ist das Ende ziemlich lame. Ihr denkt euch jetzt, what? Wie kann das so lame sein? Was aber ist denn jetzt los? Ganz ist noch nicht gut. Er steht ja dann noch als Geist selber jetzt im Zimmer 1408, weil anscheinend sind ja die Leute, die da drin sterben, an das Zimmer auch gebunden. Da steht er doch dann nochmal so an dem ausbrennenden Fenster und dann dreht er sich um und löst sie auf. Ach, stimmt. Seh. Trotzdem, lame. Lame. Loser. So, bevor jetzt der Kani uns gleich das wie ist denn das oder bevor ich das erzähle, wie ist denn das Ende dann im Bierchen oder erzählen wir das soll ich erst das vor der Kinofassung schwätzen? Das mich halt einmal ausreden lassen. Oh, das dauert immer so lang. Also, und bevor jetzt der Kani uns das Ende verzeiht von der Kinofassung, wollte ich euch jetzt gerade das Ende von der Kurzgeschichte erzählen, aber jetzt mag ich nicht mehr. Okay, mir jetzt nicht. Du brauchst es gar nicht umeinander zicken, nur weil du wieder Lügen verbreitet hast vorher. Also, in dem Ende von der Kurzgeschichte ist es ein bisschen ähnlich, und zwar, er kommt irgendwie aus dem Zimmer raus, und zwar auch dadurch, dass er sie anzündet. Er läuft aber halt dann in Flammen aus diesem Zimmer raus und wird dann von einem anderen Gast, der sich gerade Eis geholt hat, gelöscht. Und der war dann nur kurz davor, dass er in das Zimmer reingeht und der Mike Enslin hat ihn dann, glaube ich, da irgendwie davor abgehalten und dann praktisch dadurch gerettet. Und der Mike Enslin lebt halt dann danach nur weiter und sperrt aber dieses Diktiergerät weg, weil er nichts mehr davor hören möchte. Er will nie wieder irgendwas damit zum Tor haben. Und der Buchmanager, der von ihm praktisch dieses Diktiergerät kriegt, hört sich das dann auch nie wieder an. Und Mike Enslin muss praktisch mit diesen Brandwunden halt dann nur leben. Und ist dann da also ein Mini-Wunder, weil sagen wir mal, er hat halt so krasse Brandwunden, wo man sich denkt, okay, sowas überlebt man eigentlich nicht. Mhm. Genau. Und sagen wir mal, das Schockierende halt in der Kurzgeschichte ist insgesamt, dass man durch das Diktiergerät halt auch viel so ganz strange Momente mit aufgenommen hat und mitkriegt. Wobei, da geht's tatsächlich darum, also zumindest kann man das so interpretieren, dass er direkt mit dem Dämon von dem Zimmer gesprochen hat, und zwar über die Telefonanlage, weil im Film ruft er ja einmal bei der Rezeption an. Mhm. In dem Buch, wo er eben da anruft,
da hört er halt dann so eine Stimme und die sagt halt dann, ich werde all deine Freunde töten und alle, die du kennst und all deine Familie und zählt dann also Zahlen runter. Also ist im Bier hier direkt beschrieben, dass das Zimmer vom Dämon besessen ist, oder wie? ja, wie schon gesagt, das interpretiert man halt dann, Okay. weil diese Stimme, die da mit ihm spricht, halt schon sehr dämonisch erklingt und halt nicht menschlich. Aber da wird gar nicht so stark auf irgendein Thema mit der Tochter oder so eingegangen. Da kommt zwar auch seine Ex-Frau vor, aber ja, wie schon gesagt, das hat jetzt weniger mit der Tochter dann so zu tun, wie jetzt eben das Ende von der Kinofassung ist. Okay. Dann darfst du jetzt was über das Ende von der Kinofassung verzeihen. Ja, eine Konstante zieht sich durch alle 3 Enden. Er ist ein Feierteufel und kennt dann die Bude an. Nur in der Kinofassung kommen dann die Feuerwehrler und hauen die Tier auf und er schreit noch, nein, geht's nicht einer. Dann sieht man nur so die Zahlen von 1408 von der Tier verlaufen dann und man sieht dann Samuel L. Jackson noch, wie er sich denkt, gut gemacht, oder wie er sagt, gut gemacht, Mr. Henslin. Und er liegt dann im Krankenhaus bei seiner Frau, sitzt an seiner Seite, oder Ex-Frau, weiß jetzt gar nicht, wann die zu der Zeit noch verheiratet, wurscht. Und er fragt sie nur so, bist du jetzt echt da, sind wir echt da? Dann sind sie wieder bei ihm daheim und er sagt noch so, ja, er hat jetzt erst einmal keinen Bock mehr auf Geistergeschichten, den Schmarrn lässt er jetzt bleiben, das Dolphin Hotel ist jetzt auch erst damit zu. Sie möchte dann seine Sachen verrammen und dann finden sie auch wieder besagtes Diktiergerät und dann lässt er es mal kurz abspielen und dann hören sie auch die Stimme einer verstorbenen Tochter drauf. Und dann, sie schaut ganz entsetzt, er schaut so, ich hab's doch gesagt mäßig und dann ist Gore. Und dann ist Gore. Und der Zuschauer sitzt da und denkt sich, wow, krass, Alter, er hat sich nicht eingebildet und das hat er sich gegeben, bam. Alter, ja. Ich hab's immer gesagt. Tatsächlich finde ich schon, dass die Kinofassung das bessere Ende hat, weil das halt am Ende nochmal so ein Schlag ist. Wow, krass, er hat sich das wirklich nicht eingebildet. Und es ist auch, wie ich vorher gesagt habe, mit dem Director's Cut, das Ende ist halt einfach ein bisschen kürzer und knackiger, weil das Ende vom Director's Cut, das ist halt dann auch wieder so ewig mit der Beerdigung und dann, hey, kann ich mit dir noch schmatzen? Na, lass in Ruhe und dann sitzt er im Auto. Das ist einfach wieder ein bisschen, dauert einfach ist jetzt lang. Ja, richtig. Und Längen sind scheiße. Deswegen kommen wir jetzt auch zu unserem Fazit. Kauni, was hat dir gut gefallen und was hat dir nicht so gut gefallen? Was mir ganz gut gefällt, wobei er mir eigentlich gar nicht gefällt, ist der komische Gichtel mit der hohen Stirn, der über aus dem Nichts daherkommt und mit dem Hammer umeinander haut. Das ist so ein ekliger Depp, aber mir hat's das so gerissen und jetzt mal wieder hat's mir so gerissen vor dem Idioten. Das finde ich, ja, schau dir nicht an. Seine komischen Haaren, mit seiner komischen Fresse, auf alle Fälle, den finde ich so geil, weil der so unerwartet daherkommt. Das ist einer von meinen krassesten Schockmomente, die ich jemals in einem Kino gehabt habe, dass der auf einmal von hinten aufzieht und auf einmal mit dem Hammer einschlagen mich. Ist immer noch mein Highlight. Und was ich richtig kreislig finde, ist die Explosion, die es da eine animiert haben, wo dann die Flammen aus den 2 Fenster ausschießen, wenn du dich daran erinnern kannst. Das ist, also warum lasse ich das nicht einfach weg? Das hat's nicht gebraucht und das schaut so endlos schlecht aus, wirklich so schlecht. Da sitze ich dann einfach da und denke mir, warum? Das muss ich doch sehen, wenn ich den Film herrichte, dass ich sage, weißt du was, den einer Frame mit den kreisligen Flammen, die lassen wir jetzt einfach weg, weil ich glaube, es haben alle gesehen, dass das Ding lichterloh brennt und das wissen sie auch, ohne dass jetzt die kreisligen Flammen aus dem Fenster ausschießen. Das ist mein absolutes No-Go in dem Film, weil das so hässlich wieder mal ist. Aber ja, ich weiß nicht, wer da oft einmal seinen Segen für die Effekte vergibt. Die Leute, die kennen und nicht volle Sehkraft haben. Ja, da haben sie wahrscheinlich einfach wieder gespart. Ja, an der falschen Stelle wieder mal. Aber sie hätten nicht einfach an der Zeit sparen sollen. Hätten sagen sollen, wisst ihr was, lassen wir einfach weg, komplett, sparen wir uns komplett. Aber nein, sie haben zu wenig gespart. Okay. Was sagst du? Also, mein Lieblingsmoment aus dem Film ist der Moment, wo er, also das baut ein bisschen auf deinem Gichtel auf. Und zwar, das ist das, wo er an dem Fenster steht und durch dem anderen gegenüber von der Straße winkt, wo er dann merkt, okay, der macht irgendwie alle Bewegungen nach, die ich selber mache. Und wo er dann am Ende von der Szene dann eben genau der Gichtel auf einmal von hinten kommt. Boah, leck, und da reißt es mir jedes Mal, wo ich mir denke, boah, voll krass. Grausam ist das. Das ist halt richtig geil. Und das, was mir nicht so gut gefällt, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, das ist halt das, wo er dann ertrinkt und dann wieder am Strand aufwacht und dann geht alles wieder so ruhig vonstatten. Und das nimmt so viel Tempo aus dem Film raus. Weil wo ich mir den angeschaut habe, da habe ich mir gedacht, boah, ab dem Moment, wo er in dem Hotelzimmer drin ist, da gruselt's einen schon so richtig. Und das kannten so schön bis zum Schluss durchziehen, wenn dieser Break nicht drin war.
Und ich finde, also nicht einmal dieser Moment, wo es dann das Zimmer zaun und er dann am Ende wieder im Hotelzimmer drin ist, das finde ich null gruselig. Also alles, was halt von dem Strand bis dahin passiert, ist ja belanglos. Ja, bis auf das, da kommt er das mit seiner Tochter nochmal, oder? Dann. Die kommt da ganz zum Schluss nochmal, oder? Wenn sie in seine Arme nochmal stirbt. Nein, ich meine, du hast ja vorhin gesagt, wo er doch dann am Ende von diesen Strandszenen, also wo er dann wieder außerhalb vom Hotelzimmer ist, da zaunst doch dann das Ort, was ist denn das, diese... So eine Poststelle, oder so? Genau, die Poststelle, wo er dann ist. Und dann ist er wieder im Hotelzimmer. Und dann, wo er wieder im Hotelzimmer ist, ja, da baut sie dann schon wieder so dieser Horror-Flair auf. Ja. Aber davor, das nimmt dem so viel Tempo raus, was halt leider so Einschlafpotenzial dann hat, weil du bist die ganze Zeit so gestresst, weil es so gruselig ist. Und auf einmal, okay, jetzt kann ich mich wieder ein bisschen beruhigen und runterkommen und dann und dann wachst du wieder auf und der ist tot. Tolle Wurst. Ja. Tolle Wurst. Das ist anscheinend doch der Suppe. Offenbar. Gut, dann kommen wir nur zum Triple Threat, Carney. Triple Threat. Ich drehe es halt mal um, weil wir sind ja jetzt in der 101. Folge und wir müssen ja das ein bisschen besonders gestalten. Und zwar 101. heißt doch das. Kämmern tote Tiere vor. Neu. Okay, krass. Kämmern dann Trompeten vor? Schon wieder neu. Und kämmern dann Titten vor? Ich möchte es gar nicht laut sagen, aber ich glaube, dass wir wieder ein neu sagen müssen. Oh Mann, ja, dann hat der Film ja nichts zu bieten. Das ist tatsächlich wahr. Der ist eigentlich ziemlich langweilig. Nicht gerade die Phase, wie er wieder beim Surfen absauft, sondern alles ist langweilig. Und was machen wir dann mit unseren Hörern? Die lassen wir jetzt ganz allein im Zimmer 1408 oder wie? Ja, weil ich huck mir in die langweilige Scheiße nicht rein. Kann sich anschauen, wer mich, aber ich nicht. Dann an unsere lieben Hörer, sagt uns, wie findet ihr 1408? Wie findet ihr 2012 mit dem John Cusack? Empfindet ihr das auch so wie ich, dass er in dieser einen Kamerastellung genauso zum Roland Emmerich schaut, wie ich mich da fühle und so, Alter, jetzt reicht's aber noch mal. Und welche Verfilmungen vom Stephen King sollen wir als nächstes uns vornehmen? Sagen wir mal, wir haben ja jetzt schon festgestellt, The Green Mile wird in Wikipedia fälschlicherweise als der kommerzielle Hit schlechthin bezeichnet, obwohl es eigentlich It ist, also S, das Remake, wo der K nicht mehr wieder recht gehabt hat. Aber K-L-O-K, ich sag's nochmal. Nein, du hast K-A-N-E, Trottel. Oh Mann. Und der Kani sagt euch jetzt nur, was soll es machen darf und vor allem auf welcher grandiosen neuen Plattform wir jetzt sind. Ja, es darf wie immer liken, teilen, kommentieren und uns oder beziehungsweise eure Freund und Freundinnen und alle erzählen, wie toll das wir sind. Und sollte jetzt jemals eine Postkarten kriegen, wo es in irgendein Zimmer eingeladen wird, da gehen wir nicht hin, Leute, gell? Also, wenn uns eins was gelernt hat, dann, wir fahren nicht blind auf irgendwelche Einladungen hin, außer sie kommen von Viva la Movilusion, die euch einladen, auf Reddit vorbeizuschauen, weil wir kennen uns zwar nicht aus, was das alles sein soll, aber wir haben uns jetzt da einfach mal angemeldet und einen Account gemacht. Genau, ganz viele Leute haben uns gesagt, Alter, geht's endlich auf TikTok, wir wollen dich auf TikTok haben. Und dann kennen wir die ersten Viva la Movilusion Videos auf TikTok, dann haben wir gesagt, ja, okay, wir reagieren auf das, was unsere Fans sagen und jetzt sind wir auf Reddit. Genau, weil bevor ich auf TikTok gehe, hau ich mir lieber einen rostigen Nagel ins Knie. Okay, verschreisen die wahrscheinlich sind wir ab der 102. Folge, oh Gott, das klingt echt furchtbar, gell? 101., 102. Die 102. Folge, da sind wir nämlich dann wahrscheinlich auf TikTok. Dann ohne Kanne, ich verabschiede mich dann schon mal. Ja, okay. Wenn Gott, das ist eine so eine Vollidioten-Plattform, das hält's nicht aus. Das weißt du doch gar nicht, du bist ja gar nicht auf TikTok. Weil ich weiß es. Ich krieg 1000 Videos von irgendwelchen Leuten, die meinen, dass es lustig ist. Und es ist nicht lustig. Ich hab 800 Videos sicher schon gesehen, da wo irgendwo im Eckel TikTok steht. Und von den 800 waren minus 16 lustig. Ja, deswegen sind wir jetzt auf Reddit und machen da die Community klar. Und wer sie denkt, Alter, ich habe jetzt langsam keinen Bock mehr auf Facebook, der geht auf Reddit oder auf Twitter und folgt uns da. Und für die ganz altmodischen, ja, ihr kennt uns auch einen handschriftlichen Brief schreiben. Und zwar das ist förderlich sogar für das Gehirn, habe ich das letztes Mal erst gelesen. Echt? Okay. Man sollte wieder mehr mit der Hand schreiben als mit dem PC, weil das angeblich das Gedächtnis fördert. Schreibt jetzt einen Brief an Zimmer 1408 Dolphin Hotel in New York City. Viva la Movilusion, der beste Podcast der Welt.
Nicht vom Dolphin Hotel. Auch. Yay. Servus.